welkom. En mijn ziel is dat we worden van deel, dus in de kerk, kan van God zijn woord hören. Aber dat niet best van deel worden anders merken, aber für das ganze Werk. Ein Ding, was ich gleich wie als Christen noch mal down ist, wir stellen uns fernab für Sonntag. Und dann kommt ein Workeldach und dann gehen wir gewöhnlich wieder und wir sind Workel-Christen. Aber wenn wir uns gerade so anstellen, für Sonntag, Montag, ganz bad sind und dass es alle ableinen wird, mit wer Gott uns rauben wird zu sein. Das Thema von dir ist, Ekj Sie Heilich. Wie viele von euch kann das sein, über euch selbst? Wie viele von euch fallen, kann das sein, Ekj Sie Heilich? Die Bibel sagt, wir sollen uns selbst tun, so heilig. So von daher, wir sagen, was meint das und wo sollen wir uns Leben anstellen, dass es stimmen wird, mit wo Gott uns sein wird. In Hebräer Kapitel 12, der 14. Vers sagt es das. Dort alles, was je können, mit allen Menschen zufrieden leben und streeft nur der Heiligung. Wir ohne keiner den Herrn seinen Wort. Wir ohne keiner den Herrn seinen Wort. So wenn wir nicht heilig sind, dann wollen wir der Herr nicht sein. So wo wollen wir heilig und was ist die Heilung in uns Leben? So was meint das, dass wir heilig sind oder was ist heilig sein? Heilig sein meint apart gesagt. Ich glaube, viele von uns, wenn wir denken an heilig, wir denken an ohne Sinn sein. Das ist apart von dort, aber das wird meint apart gesagt. Du hast einen Unterschied zwischen heilig sein von Natur oder heilig worden, der heilig apart gesagt sein. Der Unterschied ist das, Gott ist heilig. Er ist noch einmal heilig gewesen, er wird einmal heilig sein. Wir sind nicht heilig von Geburt. Gewöhnliche Dinge sind nicht heilig von Natur. Aber wenn die apart gesagt worden für Gott, dann sind sie heilig. Ich und du, wenn wir apart worden gesagt für Gott, dann sind wir heilig. Und das ist, was das Wort heilig meint. Ich glaube, das ist wichtig dann, dass wir verstehen, dass Gott ist heilig. Was meint das? Das meint, Gott ist apart gesagt von allem ordnet. Gott allein ist, wo er ist. Du hast nicht, was so heilig ist Gott. So werden wir dann mal sein, wenn wir Dinge, die apart sagen, und wir tun das vielleicht dann in Gruppen sagen, nicht? Einer denkt, er ist hier und es ist das. Gott ist so apart gesagt, er ist selbst wo und er ist ganz allein. Du hast keiner, wer es Gott ist. Keiner, der seine Herrlichkeit hat. Keiner, wer so perfekt ist, als er ist. Und wenn keiner so ist, als er, keiner kann sein, wo er ist. Bloß Gott und Gott allein ist heilig. 1. Samuel Kapitel 2, der 2. Vers sagt es das. Du hast keiner, der heilig ist, so ist der Herr. Er steht ganz allein. Wir sind noch nicht so sicher als bei unserem Gott. So da ist keiner, was uns Gott ist. Ein von den größten Wegen, wo wir die Heiligkeit verstehen, ist dort heilig sein, meint dort, wir sind apart gesagt von sind. Nicht ein von den größten Wegen, wo die Bibel von Gott reden wird, wann das sagt, Gott ist heilig. Gott ist apart von Sinn. Er ist perfekt, er ist gut, er ist gerecht, er ist vollkommen, er ist moralisch perfekt. Er hat noch niemals was artig getan, er kann nicht artig tun, wegen er ist heilig. Und wenn er ganz perfekt ist, wir würden gerne sein, dort, wo er ist, wenn er so gewöhnlich heilig ist, du kannst keiner Sinn sein, wo er ist. Und wie dann, wenn wir wollen sagen, wir sind heilig oder wir sollen heilig sein, das meint dann, wir sollen ohne Sinn sein. So wir wollen sein Wort, das meint das, dass wir, wenn wir heilig sind, wir sollen apart sein von Sinn.
Eine Dinge, wat mich interessieren, ik was in Northern Alberta ab. In de Bibel redt veel van wie zullen heilig zijn, wie zullen rein zijn en wit zijn als Schnee. En ik weet niet, wie het moet je doen. Water merken van Schnee. En wie nogmaals, dan wir hadden wir een knop water, besonders wanneer we in een bos schaffen deiden. En dat veel water te merken van Schnee. En een frisse Schnee, zo fijn wit. Maar dan deed einer dort in grote groepen nemen, veel Schnee nemen. En eenmaal dat water is. Een interessante ding wat we dan deden, is we nemen een koffiefilter. En dat leidt naar zeer reine witte Schnee. We deden dat 30 koffiefilter jijten. En dat we interessant te zijn, hoe schwingt de witte Schnee weer. Du wie veel wat een laf is, vielleicht Osch oder Stoff of wat allemaal du wie, dat het te manken Schnee weer en dat je klaar te zijn, wanneer het eenmaal gefilterd weer. Onze heiligheid, wer wir sind, ist ein bisschen der Schnee. Viele von uns, wir sind dort klar, wir sind brüne Schnee, das ist schwinche Schnee. Viele von uns denken sich an, mir ist actually nur gut. Mein Schnee ist nur wert. Aber wenn uns Wort der Filter hier goten, dann jeder klar zu sein, dass wir Handschwinken. Wir sind, die Dinge in uns sind nicht rein. Aber Gott ist ganz rein. Du hast kein Schwinchen in Arm. Er ist ganz apart gesagt. Er ist ganz heilig. Wenn er ganz heilig ist, sein Name ist auch heilig. 3. Mose Kapitel 22, 32 sagt es dort. Dat mijn heiligen Naam nicht veranderen, zodat ik heilig gehouden word, mangt de Israëlieten. Ik zie de Heer, die junt heiligt. Hij zegt, hij heeft hier een heilige Naam. Zijn naam is heilig. Zijn naam is buiten geweinig. En dat is interessant, ik weet niet of je dat weet, maar de Juden, duizenden jaar terug, Jezus Christus ter Welt kwam, zij toelden Gott zijn naam, Yahweh, zo heilig, zo buiten geweinig, zo besonders, dat zij würden Angst zijn, zijn naam abludes te zijn. Sie würden taub sagen, unsere Städte in der Tempel oder wo immer. Und dann, wenn sie würden das Alte Testament durchlesen, und sie würden das sein, in unserer Bibel sagt das Lord. Aber in der hebräischen Sprache sagt das Yahweh. Und sie würden sich nicht mitteilen, dass sie würden Gott sein heiligen Namen sein. So leid was Yahweh sein, sehen der Erde nahe. Und das von wo das Wort kommen wird. Dort ist, glaube ich, ein Klimat, wo wir an Gott an sein. Er ist heilig. Er ist so heilig, dass sein Name heilig ist. Und wir sollen am heilig haben. Wieder, Gott seine Wege sind heilig. In Psalm 77, 13. Vers sagt, Gott, wie deine Wege ist heilig. Wo ist ein Gott so groß als uns Gott? Alles, was Gott tut, ist heilig. Das ist besonders. Das ist nicht bloß einfach. Er ist ganz apart, nicht im bloß wer er ist, aber auch in was er tut. So wie han je sein, weil Gott ist heilig. Er ist von Natur anders als alle anderen. Aber dann die Bibel lehrt auch, was andere von heilig sein. Und dort ist, dass Gott sagt, welche Dinge Plätzen und Personen apart für sich selbst. Und das ist, was die Bibel meint, dass wir waren heilig oder Dinge waren geheiligt. So, Gott merkt, welche Plätzen heilig. 2. Mose, Kapitel 3, 5 bis 6 sagt es dort. Und das redet von, wo Moses durch in Wildnis war und er hat weggerannt von Gott. Dann sagt es dort, und Gott sagt, komm hier nicht nur. Und er wird verder in een Baum wird brennen, die vier verbrennen den Baum nicht. Und Gott wie in dem Baum.
En dat sagt, kom nicht nodig en neem die foutig auf. De steht op wanneer du stehst als heiligt land. En hij zegt wieder, ik zie den Vater zijn God, Abraham zijn God, Isaac zijn God en Jacob zijn God. Doormet, bedacht Moses zich dat je zegt, hij had angst, God aan te checken. So wir sagen ein klein bisschen hier, Gott hat in der Stadt ein Port gesagt, wo Moses wird arm beginnen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben alle eine Stadt, wo wir würden heilig tun. Dort ist eine Stadt, wo wir würden tun, dass Gott hat diese Stadt ein Port gesagt für mich. Und das ist eine Stadt, was besonders ist. Ich weiß, wir mehrere Jahre zurück, und ich schaffte in Bosch und Logging, und Gott hat mich sehr klar zu Pastor Ministry gerufen. Und ich weiß, was das alle anhält, wo wir würden machen, von wo wir wohnen, den Wegtrag in der Bibelschule fahren. Und die Zeit hatte ich noch ein Snowmobil, und ich führte für eine lange Reise. Dat wordt mij schijnjink en mij jeder nog schijn. En dan had ik stel bij deze ene stad, dat we een opene vlek, en ik kon naar kracht zijn, ik kon me naar kracht denken, wat het weer. En dat is waar God wat aan mij reden deed, en ze mijn genood als met die. Mijn angst dat, wo mijn leven wordt anders nu zijn. Ik had een plan, ik wil veel geld merken, ik wil een geschäft aanvangen. Und Gott hat mir ein Port gesagt für die Pastoral Ministry. Und weißt ihr, das steht für mich als heilig. Nicht wegen, dass irgendwas eine besondere Stadt ist, aber für mich ist es eine Stadt, wo Gott mich bejahen wird. Wenn ihr in meine Office dann kommt, ihr wollen sagen, du hast ein Bild, was gefarben ist von der Stadt. Das ist ein Unbedingt für mich, wo Gott seine Gnade mit mir ist. So das steht für mich als heilig, das ist, wo Gott mich bejahen wird. Das ist ein Port gesagt. Dann wie will der Lied wieder, dass Gott hat was der ein Port gesagt. 1. Mose Kapitel 2, der 3. Vers sagt, und Gott sehnen den 7. Tag und sah den Apport und seht, dort der heilig wir. Willst du da abhielt, met zijn arbeid. En die hij alles mög. So Gott sah den 7. Tag apart. Und das woran ich glaube, viele von uns wassen ab, sind auch, da wir einen besonderen Tag. Und das ist nicht denselben Tag, was die Israeliten apart gesagt haben, das ist so ein Sinn und. Aber wir als Christen, wir sagen einen Tag apart und sind Tag. Dort ist ein heiligen Tag, nicht wegen dort ein Tag besonders ist, aber wir sagten den Port für Gott. Wegen den Tag als ein Port gesagt, so wir können Gott anbeten, wir können uns verreven und wir können Zeit nehmen, um zu überdenken, was Gott für uns getan hat. Die Bibel lehrt uns, dass Gott hat welche Menschen ein Port gesagt. 3. Mose Kapitel 20, der 26. Vers sagt, es steht, und er redet von den Israeliten. Die sollen für mich heilig sein, wills ich der Herr sie heilig. Ich habe junt uit de Völker uitgewählt, dort je mich gehören. So wir können hier ein klein bisschen verstehen, was er meint, wenn Gott einen Mensch heilig merken wird, oder Menschen, die heilig sind für Gott. Gott hat hier einen Menschen, ein Volk, das sagt hier, er hat die Rüt geraubt, Rüt gewählt, so dort die Arm gehören. Und wie wir Christen sind auch Rüt geraubt, Rüt gewählt, und wir gehören zu Gott. In Römer Kapitel 1, der 7. Vers, lehrt uns, dass alle Christen sind heilig.
En hij sagt hier, das brief is voor alle Jünd in Rom, die Gott goud is. En die door beroepen zijn, heilig te zijn. Mocht je de genade en de vrede van Gott, unserem Vater, en van dem Herrn Jesus Christus haben. So, da wird hier heilig te zijn. Wenn je de King James lesen down, oder je andere Städten lesen down, da wordt dat Nomen gebracht, Saints. En wanneer, ik weet veel van jullie wassen op in de stad, wo er viele Katholiken waren, en zij hebben viele Saints. En dan zijn ze mensen waar ongezonden zijn, wat buiten je wijn je geestlich goud zijn. Maar wer zijn Saints? Wer zijn de Heiligen? Dat zijn alle die, wer Jesus Christus aangenomen hebben, das Herr en Heiland, en die, wer wedergeboren zijn in Jesus Christus. Alle die, alle je en ik, wer Jesus aangenomen hebben, zijn saints, zijn Heiligen. Nu willen we ons een beetje hingen laten, wat het meint dat voor ons. Dat meint dat we niet bloß geweinige Menschen sind. Nicht wegen wer wir doen haben, aber wer Gott uns gemerkt hat. Wie wir in Christus sind Brüder geweinlich. Wir sind besondere Menschen. Das ist nicht bloß einfach mit uns. Wir haben gesehen, wo heilig Gott ist. Wir haben gesehen, wo besonders Gott ist. Und Gott hat uns ausgewählt, uns apart gesagt für seine Herrlichkeit. So, wo sind wir dann apart gesagt? Wie wir in Christus sind, wir sind apart gesagt von Sinn. Wo deut Gott das? Gott schickt Jesus Christus, sein einzigen Sohn, zum vollkommenen Leben, heilig, apart gesagt für den Vater. Jesus Christus lebt für 33 Jahre, lebt ein Leben, was perfekt war, vollkommen, ohne Sinn. Und dann gaf hij zijn ene leven aan dat hij gekreuzigt werd op een kruis van de Römer en de Juden. En hij starf om onze zinden te betonen. Zodat dort wat een stichstonden die twers ons en God, wat het onmerkelijk merken die dat wie heilig kunnen zijn, apart gezet voor God, kunnen wahrgenommen zijn. Dat kan vergeeft worden. Dat kan wahrgenommen. En dort wat ons tranen die van God, dat het onmerkelijk merkt, wordt ons wahrgenommen. Zodat we kunnen zijn wo God is. Heilig apart gezet voor hem. Wieder we zijn apart gezet, zodat we kunnen onze gerechtigheid uitleven. Nou, ik word maar van de reden Luther. We zijn apart gezet, zodat we niet bloß voor onszelf leven doen, maar we leven voor hem, voor wer wie apart gezet zijn. We zijn niet apart gezet, zodat we kan beter bloß voor onszelf leven. We zijn apart gezet, zodat we kan voor God leven. We zijn niet meer ons in het. We hier in God. En wanneer we dat wörtlich aannemen, dat we leven niet voor onszelf, maar voor God, dat ändert, wo we onszelf aanzien. Dat ändert dat. Wegen eerst zijn we ons vielleicht nicht gut an. Wir sehen uns selbst schlecht an. Vielleicht sagen wir, ich sein nicht. Ich sein bloß in Sünder. Ich sein bloß dort. Ich sein bloß dort. Aber wer herrlich apart gesagt ist für Gott, ist nicht bloß du oder ich. Wir haben Jesus Christus sein Namen an uns und wir sind besonders. Nicht wegen wer wir sind, aber wer Gott uns merken wird. Wir sind herrlich. Hebräer Kapitel 7, 26. Vers lehrt uns, wer uns herrlich merken wird. Wir brauchen krank so einen heiligen Priester, der herrlich, unschuldig, rein von der Sünde aufgesondert und sicher und Hecher aus dem Himmel ist. Wir haben im Alten Testament verstehen, wo der heilige Priester zwischen Gott und Menschen stehen deed. Und wir verstehen, wo Jesus der letzte heilige Priester ist. Er ist der,
wer vollkommen und heilig ist. Und hij ist der letzte hohe Priester. Hij is de poort gezet voor deze arbeid. En wat deed hij? Hij maakt ons ook heilig. Hij zet ons ook een poort voor God. Dat is het niet bloos dat we een poort gezet zijn, zodat we de rading krijgen. We zijn ook een poort gezet dat God ons brücken kan voor zijn heerlijkheid. Zo in Christus zijn we dan gerecht. Wat is de gerechtigheid? In Engels wil we zijn righteous, gerecht. Bloos zonder wir gerecht zijn, kan heilig zijn. Psalm 33, de 5e vers zegt, hij gleicht dat gerecht en gerecht zijn. God zijn treuhart geleef als ever de ganze eerd. So God is gerecht. Wils God heilig is. So wo kan we dan gerecht worden, zodat we kan heilig zijn, apart gezet zijn voor God. Eerst moet we vergeven worden van onze zinden. 2 Korinther kapitel 5, de 19e vers zegt es dit. Dat is God wie in Christus. En hij verzijnt de wereld met zichzelf. Hij vergeeft de mensen de zinden held en die niet meer ver. En hij heeft ons de boodschap van de verzijning onvertrouwd. Hij heeft ons de zinnen vergeeft. Onze zin is er niet meer. Der is vergeeft, wie wir in Christus zijn. En dan 1. Johannes kapitel 2, de 2e vers zegt, Christus heeft met zijn dood onze zinnen betoeld. En niet maar onze, ook van de alle mensen op de wereld. Jezus wil alle mensen er zin vergeven. Du hast keiner wat buiten Jezus Christus zijn vergeving is. Dat is meerlijk. En God roept jede persoon aan, dat zij kan vergeven worden, gerecht worden en heilig worden. Ik weet niet wat die zelfs aan zijn is. Ik weet niet wat voor leven die beleefd hast. Ik weet niet wat die gedaan hast. Maar du weet en God weet. Du hast keine zin wat te groot is voor God. Du hast keine zin wat te schwinsch is wat Jezus Christus in bloot niet reinigen kan. God kan eens einer een poort zetten voor zichzelf. Klaas kapitel 1, de 22e vers zegt es dit. Aber Christus heeft junt durch zijn karpien dood, waarom had God taub gebracht, junt rein, heilig en schuldloos voor hand te stellen. So onze zinnen zijn ons weggenomen, zodat we kan rein staan voor God. Wat is niet dat onze zinnen bis vergeeft worden, dat God jetzt nog wieder. Hij bedacht ons met Jezus Christus in gerechtigheid. Jesaja kapitel 61, de 10e vers zegt es dit. Ik vrij mij gierig voor dem Herrn. En mijn ziel jet tot zij schijn met mijn God. Zijn heil is aan mij. Zoals een rock. En zijn gerecht seinen zoals een eeuwig. We zijn zo glücklich als Brütlied, die zich te Kast angetrokken haben. So hij zegt hier, zijn heil is aan mij. Wat meint dat? We zijn heilig gemerkt en God, dat is dus een rock over ons. We zijn gerecht, dat is dus een eeuwig over ons. Wanneer Jezus Christus ons Rader is, dan is zijn gerechtigheid over ons. En wanneer God ons zijn deed, hij zegt niet wer we zijn. Hij zegt niet wer we wären. Hij zegt bloos Jezus Christus zijn gerechtigheid. Ik wil ons wat van deel smars helpen denken. Dat Jezus Christus zijn gerechtigheid als gratis is alle onze zinden. So zijn we gerecht zijn. Dat God apart zetten voor zijn heerlijkheid.
En hier brukt de Bibel een woord heiligen. We worden heilig, dat is de noun, heiligen, dat is de verb. Dat is wat God deed. En dat is, we kunnen verstaan, dat is dat we dat apart zaten, dat is wat we doen, dat is wat God deed. We worden dag voor dag geheiligd. So wat meint dat? Dat meint dat God schafft in ons. En dat is niet dat hij bloß een dag ons apart zaten deed, door onze bekering. Dat is jeder dag dat hij ons reinigen. Jeder dag schafft hij in ons, dat we heilig blijven. In Philipper kapitel 1, de 6e vers, dit is een zeer ermoedige vers voor ons, dat zegt es dit. Ik heb door een goede hoopning, dat die dat goede werken niet aangevangen heeft, die wordt dat ook voordig merken, bij aan Jezus Christus zijn dag. Jezus Christus heeft ons support gezegd voor zichzelf. En hij wordt ons wieder reinigen, heiligen, dat we reit zijn, voor wanneer hij wordt terugkomen. So de Bibel leert, waar God ons geheiligd heeft. Hij heeft ons support gezegd. Nu zegt de Bibel ook wat we zullen doen. We zullen ons zelfs ook apart zetten. So hier is een Beispiel voor ons. Waar we zijn, en ik wil dus deze stoel wat we hier hebben, brokken is een Beispiel. Waar we zijn, we worden apart gezet, te die Ark door. Dat is wat God ons gedaan heeft. Hij is in de Ark. En hij heeft ons apart gezet voor zijn heerlijkheid. Nu zijn we ook verantwoordelijk. We moeten ons aangeven dat we door zijn, waar God ons apart gezet heeft. En dat is waar we ons zelfs aangeven doen. We wonen im Glauben. We geven ons aan, dat is waarom dit lied wat we vaak zingen doen, ik geef me ganz aan, so wichtig is. We zetten ons zelfs apart, zodat God ons brücken kann. God wird ons bematten können, aber Gott seine Verlangen ist, dass wir freiwillig uns angeben doen, dass wir können für Gott leben. 1. Petrus Kapitel 1, 16 Vers sagt es dort, wird dort steht geschrieben, Ekj Sie Heilich, und deswegen soll ihr auch heilig sein. In Römer Kapitel 12, die 1. Vers, Paulus hat in der Römerbrief gelehrt, wo wir gerecht worden, wo wir gerat sind, wo wir seilig sind. Hij heeft geleerd wo we niet zijn in Christus. En dan kapitel 12 in Römer, dat hij dat draaien, dat hij nu ons leren deed, wel zal we dat nu uitleven, dat we geraad zijn in Christus. Hij zegt es dit. Römer kapitel 12, die 1. Vers. Brüder, wilt Gott so viel Gnade und Mitleid an jünt bewiesen haft. Moet auch jünt, auch jenen Körper Gott te geven, als een heilig, levend Opfer, dat God annehmen kann. Laat dat een persoonlijke Gottesdienst zijn. So alles wat God gedaan heeft voor ons, hij heeft ons apart gezet. Nu zegt God te ons, nu is het je turn. Nu zal je zelfs aangeven. En wat zegt hij, wie zullen zijn? Wie zullen een levend Opfer zijn? Wat voor een beeld moet God voor ons hier? Dat beeld wat hier mondet is van een Opfer wat we in een tempel zijn deden. En door een altaar is de priester neemt een lam, een kalf of wat immer. En dat doet op den altaar slagen, zodat het Tier zijn bloed opgeven deed voor zin en vergeving. En dat beeld wat we hier hebben is, du hast geen lam, du hast geen kalf, wat naar zijn vrienden, een kalver oder Schop kan reden en zijn, ik voor morgen naar een tempel, gaan we een klein beetje naar vast, waar je morgen zijn. No, een lam wat een tempel voeren deed, komt niet terug. Hij wordt zich ganz aangeven moeten. En zo zullen we ons zelfs aanzien.
Wenn wir uns selbst, uns Leben apart setzen für Gott, wir sollen nicht bloß ein Kleinbett einfach anfangen. Gott sehen Wellen für uns erst, wir geben uns ganz an. Nicht bis halbe, nicht bis ein Kleinbett, ganz angeben. Und dort ist, wo wir uns selbst angeben, apart setzen, dass Gott uns heilig annehmen kann. Ich will von schließen von dir mit einem Kleinbett ein Beispiel. Ich weiß nicht, in Hand muss tun. Je fehlt Wort und je weiten dort vertaft bosig, dann von ihnen und stur. Und fragen, habe ich das oder dort? Vielleicht hast du ein Bereitschaft für irgendwas Wort. Und je von dort stur. Und je sein Saat Wort apart für mich. Wir sein, dass das ein besonderen Bereitschaft, was in der Schmied fehlen wird. Und je betont dort, aber dann, die, was das Stuhl haben, Saat apart, sodass die das Lothar kann kommen holen. Das ist, was Gott mit uns zu tun hat. Durch Jesus Christus, sehr wie betont. Uns wird apart gesagt. Ein Tag wird die, wer uns gekauft hat, uns kommen holen. Und das ist das Wort wie apart sein gesagt. Wer wird dort dann leben, dort wie heilig sind. Wir sind nicht heilig, wegen wir uns selbst haben uns dort verdient. Wir sind nicht heilig, wegen wir reich gelebt haben. Wir sind heilig, wie uns Gott uns apart gesagt hat. Und wir wollen uns hingeben, dort zu leben. Wir beschließen mit einem Gebet. Jesus Christus, wir sind von dir dankbar. Dort wie das kann sein, Ekj Sie Heilich. Und wenn wir dort nicht verstehen, dann, was das meint, ob wir heilig sind, wir glauben vielleicht, das sein etwas wird. Dort wie das kann sein, über uns selbst. Aber der Christus, sehr wie apart gesagt. Und Jesus Christus, wenn du von der Sinne sind, in Leben führen, dann wird nicht apart gesagt, es wird nicht stemmen, mit was Gott gesagt hat über uns. Wir beten Gott, dass die was an die Hort rühren. Wenn du sind in uns Hort, in uns Leben, und vielleicht wirst von uns proben, der Plitsch zu holen. Was uns zurückgehalten hat, haben wir apart gesagt, Leben für Jesus Christus. Gott, ich bete, wir wollen von dir nicht hier von dir, oder wir wollen nicht verloren von dir. Aber wir uns abmerken dann mit dir. Wir beten Gott auch, dass wir wollen nicht Christen sein, was Sünder Schmack sind. Wir stellen uns Schmack an. Wir proben jede Person zu wiesen, dass wir ein guter Christ sind. Aber dann der Werk sei wir nicht apart gesagt für Gott. Gott, ich bete, dass wir uns schaffen. Dass wir den selben Christen sind von dir, Montag, ganz bei Engwerk. Wir beten das alle in Jesus' Namen. Amen.